Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Feldwitzen und heute geht's um den neuen Realismus-Modus. Ubisoft bringt 2026 einen neuen Modus für The Division 2 und ich sag's gleich vorweg, das ist kein Gimmick, das ist ein kompletter Schlag ins Gesicht für Komfortspieler. Der neue Realismus-Modus schmeißt fast alles, außer was wir in Division 2 so gewohnt sind. Du hast kein HUD, kein Levelsystem, keine automatische Heilung und ja, ein einziger Fehler kann dein Ende sein. Was ist der Realismus-Modus? Der Realismus-Modus ist ein zeitlich begrenzter Spielmodus, der zum 10. Jubiläum von The Division erscheint. Wichtig, nur für Besitzer von Warlords of New York. Du bekommst einen eigenen Charakterslot und es ist kein klassisches Leveln. Du startest komplett neu, ohne XP, ohne Level und ohne Gearscore. Fortschritt gibt's horizontal, das heißt, du schaltest Waffen und Ausrüstung frei, mehr nicht. Also fangst noch eigentlich so wie im Abstieg und musst dich halt 4 arbeiten und jedes Mal wieder neu, so wie ich das mitgekriegt habe. Jetzt kommt der Punkt, wo viele aussteigen werden. Das HUD ist fast komplett weg. Keine Minimap, keine Hitmaker, kaum Anzeigen. Du weißt nicht einmal genau, wie viel Leben das du noch hast. Also keine automatische Lebensregeneration. Treffer dann weh und bleiben. Munition ist extrem knapp. Rumballern wie bisher, vergiss es. Und jetzt der wichtigste Punkt. Das Schadensmodell ist sehr realistisch. Kopfschuss sofort tot. Körpertreffer sind tödlich. Arm oder Bein, naja, macht jetzt nicht so viel Schaden. Und das gilt für Gegner und für uns. Skills gibt's noch, aber mit deutlich längerem Cooldown. Drohne, Schild, Turret, alles fühlt sich schwerer an. Dieser Modus zwingt dich langsam zu spielen, Deckung zu nutzen, Kämpfe zu vermeiden. Wer reinrennt wie im heroischen Bild, ist schneller tot, als er SHD sagen kann. Für wen ist der Modus? Also er ist auf alle Fälle nichts für Casuals und nichts für Loot Junkies und auch nichts für XP-Farmer. Das Ding, das ist baut für Spieler, die Herausforderungen wollen, für Hardcore-Fans, für Leute, die Taktik über DPS stellen. Das hier ist eher Division trifft auf Tactical Shooter. Mein Fazit von dem Ganzen, Ubisoft geht hier ein Risiko ein, aber mal ermutigt. Der Realismus-Modus ist kompressionslos. Der Realismus-Modus ist kompromisslos, gnadenlos und komplett anders. Ob er dauerhaft kommt, hängt davon ab, wie viele Spieler wirklich durchziehen. Ich persönlich feiere die Idee schon gescheit, aber nur, weil es einfach so ist, so real ist. Ja. Kopfschuss tot, kritischer Treffer tot. Dann sieht man ja im Gameplay, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr den Realismus-Modus spielen? Ja oder nein? Abo da lassen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal. Ich wünsche euch was, eure Feldwitzen. Servus. Steel in the rain, boot prints in the oil, street lamp flicker on the stain. Someone paid for that soil. Breathe in a mask, heartbeat under gear. Every step measured math, every shadow a spear. Orders burn in my ear.
voice calm and clear. Count the doors, count the windows, count the ways out of here. One bullet rule, one breath to choose. Miss once, you vanish, you lose. Cold ground keeps score, blood writes the truth. Silence is law, silence is proof. He says, eyes up. I say, line set. Two sides on the same skull, only one silhouette. Trigger weight feels heavier when a whole room waits. Discipline is doing it before the doubt vibrates. We move like a rumor, no echo, no shout. If I go loud too early, he never walks out. One bullet rule, one breath to choose. Miss once, you vanish, you lose. Cold ground keeps score, blood writes the truth. Silence is law, silence is proof. Every target has a mother, every ricochet a name. You decide in half a second.